Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Leute, diesmal zum 8. Champions League Spieltag. 2:1 gewonnen bei der PSW Eindhoven in einem sehr, sehr unterhaltsamen Spiel. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, erstmal 2:1. Ja, ich denke am Ende des Tages ein verdienter Sieg. Vielleicht der Sieg der etwas cleveren Mannschaft, ja, der etwas reiferen Mannschaft, möchte ich es mal nennen, der erfahrenen Mannschaft auf dem Niveau wahrscheinlich. Ansonsten mal Chapeau an Eindhoven, ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ja, endlich mal wieder ein Spiel gesehen, wo der Gegner sich nicht hinten reinstellt und 80 der Spielzeit mauert. Ja, Hut ab dafür, war sehr unterhaltsam. Gerade erste Halbzeit, wo PSW mit Sicherheit die erste halbe Stunde die einen oder anderen Vorteile hatte. Zweite Halbzeit haben wir es dann über weite Strecken besser gemacht, aber nichtsdestotrotz war es auch in der zweiten Halbzeit ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja, auf beiden Seiten immer wieder schnell, schnell versucht, nach vorne zu kommen, zu überbrücken, Gegenpressing. Kam ja dann auch noch mal 'n bisschen Emotion rein in der zweiten Halbzeit. Also, das Spiel hatte alles, was man sich wünscht. Ähm, Ist fast ein bisschen schade, wenn man das Spiel gesehen hat, dass PSW jetzt raus ist, aber ja, wenn du nur 8 Punkte holst in 8 Spielen, dann ist das halt einfach zu wenig. Ja, dann muss man die Punkte halt vorher holen und nicht gegen den FC Bayern. So einfach ist das, ne? Gut, ja, was soll man groß sagen zu dem Spiel? Ja, wie ich gerade schon sagte, es war ein auf beiden Seiten unterhaltsames Spiel. PSW hatte in der ersten halben Stunde auf jeden Fall die besseren Torchancen wie wir. Nichtsdestotrotz waren wir auch ganz gut im Spiel, aber Jackson hat unser Spiel schon hart ausgebremst. Generell war unser Spiel nach vorne ein bisschen träger, ne? Auch Pavlovic, Kimmich, so, das war wieder sehr, sehr, sehr lahmarschig, so die erste halbe Stunde. Das wurde mit der Zeit ein bisschen besser. Natürlich, viel durchgewechselt, viel, was vielleicht noch nicht so oft zusammengespielt hat. Auch Lennart Kahl waren wieder nicht gut, ja, viele, viele Ballverluste, aber viel versucht, viel gemacht, ein bisschen wenig nach hinten, ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Tom Bischoff heute überragend als Rechtsverteidiger. Überragend, für mich bester Mann bei uns auf dem Feld. Wirklich nicht eine Schwäche gesehen in der Defensive. Ja, klar konnte er nicht jeden Ball verteidigen, ja, wie ich gerade schon sagte, aber Lennart Kahl hat auch ein bisschen wenig nach hinten gemacht. Aber wenn man sich mal anguckt, welche Seite da auch auf ihn zugerannt kam, ja, mit einem sehr, sehr starken Perisic, ja, mal Hut ab an den Mann, ja, dass der immer noch so performt in dem Alter, auf dem Level, ja. Und 'n Saibari, Alter, wenn das sein normales Niveau ist, was der heute gezeigt hat, dann wäre es fahrlässig, sich nicht um diesen Spieler zu bemühen, Alter. Ja, das war ja physisch 1:1, wie Luis Diaz, Alter. Auch da hast du ja gedacht, so nach 60 Minuten, der geht gleich mit Krämpfen vom Feld, Alter, und der hat gemacht, getan auf PSW-Seite. Also Hut ab, sind auf jeden Fall herausgestochen. Das sei auch mal erwähnt, ja. Wie gesagt, von der Spielanlage sehr, sehr ähnlich zu uns. Hm, mit der Zeit wurden wir natürlich dann stärker. Ja, wir haben uns ein bisschen mehr gefunden. Erst recht nach dem Tor. So, das Tor hat natürlich noch mal 'ne Ecke mehr, ja, mehr Ruhe gebracht, fand ich. Aber generell zweite Halbzeit war ein bisschen besser wie die erste und nach den Einwechslungen, ja, war es dann viel, viel stabiler. Ja, muss man mal ganz klar sagen, weil du aber auch eine ganz andere Qualität hast mit 'nem Harry Kane, der gleich in ganz anderen Räumen war, wie es 'n Jackson ist, ja. Aber auch mit 'm Michael Olise, der auf seiner Seite halt, nicht jeden Ball verloren hat, wie es Lennart Karl vorher getan hat, mal abgesehen von seiner Aktion mit Musiala, die zum Tor geführt hat. Das war natürlich sehr, sehr stark so, ja. Und es war auch nicht so schlecht von Lennart Karl, aber auch nicht wirklich stark. Kommen wir aber in der Spielerbenotung zu. Ja, ein überragender Urbich auch heute, ja. Hut ab, dass man Jonas gleich wieder die Chance gegeben hat. Da auch mal Chapeau an Manuel Neuer. Ich glaube, dass Manuel Neuer da 'n Faktor war, ja, der wahrscheinlich gesagt hat: „Komm Trainer, alles gut.
Das ist nicht, womit 'n Jonas sich hier verabschiedet für die nächsten Spiele. Kann ich mir schon vorstellen, ja, und gleich mal wieder den ganzen Kritikern das Maul gestopft, ja? Das möchte ich mal so klipp und klar sagen, das Maul gestopft. Schämt euch, ja? Jonas Urbich hat überragende Spiele für den FC Bayern gezeigt und hat dann mal ein Spiel gehabt, wo es nicht ganz so gut war, wo aber auch die ganze Mannschaft nicht so gut war und es super schwierig ist für so 'n, Torwart, der so wenig spielt. Er hat heute gezeigt, was Phase ist, ja? Er musste 2, dreimal überragend halten und habt ihr die Pässe gesehen, die er gespielt hat? Ja, das Tor eingeleitet, das 2:1, danach noch mal in der 90. +3 den Ball auf Olisse, ja? Ähm, Das spielt kein Manuel Neuer mehr. Das konnte Manuel Neuer früher auch mal, ja, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit und Häufigkeit. Also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man auf 'm Jonas Urbich da rumhacken konnte nach dem einen Spiel. Ja, wie gesagt, das war 'n Fehler, der den besten Torhütern der Welt passiert. Also, ja. Ja, und dann Harry Kane halt. Harry Kane hat Harry Kane-Sachen gemacht, aber wie gesagt, 50% von dem Tor gelten Urbich, die anderen 25%, Luis Diaz, der heute auch überragend geackert hat, ja. 90 Minuten rauf, runter. Grandiose Leistung, auch wenn das Tor gefehlt hat vielleicht, das letzte Quäntchen Glück, aber dann natürlich das Tor vorbereitet für Heavy. Ähm, ja, und Heavy macht Heavy-Sachen, Alter. Ja, der war jetzt auch nicht so einfach zu nehmen, wenn man sich den Ball mal anguckt, ja, war jetzt nicht so die ideale Höhe. Aber ganz sicher reingemacht von Heavy, ja. Aber das erwarten wir halt auch, ja. Deswegen ist er auch Weltklasse. Punkt. Ja, und am Ende, wie ich fand, 'n sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ja, und am Ende des Tages schon 'n verdienter Sieg. Natürlich hätte das Spiel auch sehr gut und gerne unentschieden ausgehen können, wäre wahrscheinlich auch noch verdient gewesen. Aber ich denke einfach, die grade so die letzte Viertelstunde dann, ähm, einfach die Erfahrenheit, ja, die dann auch eingewechselt wurde. Diese Ruhe, ja, und dann auch im richtigen Moment, ja, mal draufzutreten, mal die Ruhe zu bewahren, ne? Das war schon gut. Und man hat dann auch gesehen, dass PSW natürlich auch 'n bisschen müde war. So, das gehört auch zur Wahrheit, so die letzten 20 Minuten. Nichtsdestotrotz haben sie alles reingeworfen und deswegen war es auch so 'n gutes, unterhaltsames Spiel. Ich denke auch für 'n neutralen Beobachter. Ja. Gut, damit werfen wir mal 'n Blick in die Statistiken rein. Die sollten ja relativ ausgeglichen sein, denke ich. 42,4 zu 57,6 Ballbesitz für uns, Fouls 11, 10, Zweikampfquote 57,43. Okay, das hätte ich nicht erwartet, krass. Schüsse aufs Tor 7, 8, Schüsse insgesamt 13, 17, also leichte Vorteile für uns. Ecken 5, 6, angekommene Pässe 311 zu 472, Flanken 17, 6. Schüsse insgesamt: Olisse 3, Bischof 2, Diaz 2, Torschussvorlagen, Lennart Kahl eine, Luis Diaz eine. Gewonnene Zweikämpfe: Luis Diaz 8, Harry Kane 5. Harry Kane 5. Der Mann, der 'ne halbe Stunde aufm Feld war. Jonathan Tah 4, Ballkontakte 87 Pavlovic, 86 Kimmich, 81 Bischof. Das sagt auch viel aus. Ja, und damit gehen wir mal rein in die Benotung. Angefangen mit Vinny Kompany. Ja, ich rechne ihm sehr hoch an. Wie gesagt, ich denke, das war nicht nur, Kompanys Entscheidung, dass Jonas Urbich, seinen Fehler gleich ausbügeln konnte und gleich zeigen konnte, was er kann und nicht irgendwie wieder 4, 5, 6 Wochen in der Versenkung verschwindet. Das war wichtig und richtig. Auch die 4 Wechsel in der 60. Minute. Halleluja, endlich mal das, wovon ich seit Wochen rede, ja. Vollkommen richtig, von daher auch ein Stein bei mir im Brett. Aufstellung, ja, kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, den einen oder anderen Spieler, aber im Großen und Ganzen fand ich's gut. Von daher Note 2 von meiner Seite für Vinny. Gut, da sind wir schon bei Urbich angekommen. Ähm, ja, tadelloses Spiel, ja. Tadelloses Spiel. Note 2 von meiner Seite. Hm, wenn wir sogar die Bälle mit einberechnen für 'n Torwart, können wir auf 'ne 1,5 gehen. Ähm, die Bälle spielt halt nicht jeder Torwart, ja? Und ihr müsst da mal gucken, mit welcher, wenn wir denn den Platz haben, den haben wir halt auch nicht so oft, ja, dass man diese Bälle so oft spielen kann. Aber wenn wir diesen Platz haben,
ähm, gibt es, glaube ich, nicht so viele Torhüter, die die Bälle so genau spielen. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das, was er halten musste, hat er gehalten. Ja, auch zweimal mit sehr, sehr starken Paraden. An dem Tor konnte er nichts machen. Das war überragend gemacht, ja. Also, das war ein grandioses Tor. Da will ich auch gar keinem Abwehrspieler irgendeinen Vorwurf machen. Da standen 4 Spieler direkt nah dran, ne? Das war einfach eine saustarke Einzelaktion. Von daher, ja, sehe ich da jetzt auch keine schlechten Noten in der Abwehrreihe, aber da kommen wir jetzt zu. Machen wir die Aufstellung auf, damit wir auch ja keinen vergessen, wa? Habe ja schon Minjay vergessen, dass er gesperrt ist, ne? Katastrophe. Grüße gehen raus, alle, die im Taktikfuchs kommentiert haben. Wie kann sowas passieren? Echt ein Bayern-Fan, oder? Ist ja eine Schande wieder. Gut, fangen wir mit Tom Bischof an, von oben nach unten. Ja, Tom Bischof heute für mich sehr, sehr starkes Spiel. Ja, bester Feldspieler auf dem Feld. Hat das gemacht, was er also, ich habe erstmal war es die beste Leistung von ihm als Außenverteidiger. So, ja. Er stand defensiv tiefer, hat sich aber trotzdem dann zugetraut, in den richtigen Momenten, und das war heute der Gamechanger, in den richtigen Momenten mit nach vorne zu gehen. Und wenn ihr mal gesehen habt, wie er mehr Einfluss auf unser Spiel hatte in der Spielgestaltung von der Rechtsverteidigerposition aus als Joshua Kimmich aus'm zentralen Mittelfeld, ähm, sagt das schon alles, ja. Ja, natürlich konnte er auch ein 2 Flanken, Hereingaben nicht verhindern, ja, ähm, war aber immer nah dran am Mann. Also, ich habe nichts Schlechtes gesehen von Tom heute, ja. Das muss man mal sagen. Und wenn man sich dann anguckt, was ich eingangs schon sagte, was über seine Seite kam, boah, dann kann man die Leistung eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, ja. Also, das war eine sehr, sehr starke Leistung und ich hoffe, er bleibt jetzt auf dem Niveau, ja, weil davor die Spiele, so ehrlich muss man auch sagen, die waren schwach. So, ja, das war jetzt endlich mal wieder eine Leistung, auf die man aufbauen kann, ja. Sehr, sehr gutes Spiel. Und vor allen Dingen auch ein paar sehr öffnende, lange Bälle gespielt, 2 3 knackige, ja. Auch die Chance über Lennart Kahl zum ersten Tor eingeleitet, ja. Überragendes Spiel von Tom Bischof, ja. Und ich habe es schon gesagt, er hat mehr Einfluss gehabt als Kimmich und Pawlovic aus der Zentrale, was den Spielaufbau angeht. Ja, ähm Opa war souverän, war wieder das, was man von Opa erwartet. 2 dreimal auch versucht, dann das Spiel mal ein bisschen schneller zu machen, war im Spielaufbau da. Ähm, Hat mich ein bisschen überrascht, dass er jetzt doch auf einmal wieder da ist. Generell, dass auf einmal so viele wieder da sind, die angeblich doch so krank waren und erst mal wieder rangeführt werden mussten. War schon ein bisschen wild, aber ja, manchmal muss man die Jungs dann vielleicht einfach auch reinwerfen. Ja, ich weiß es nicht. Ansonsten war es 'n ordentliches Spiel von Opa. Ich schwanke ein bisschen zwischen 2,5 und 3. Aber kaum, wir haben das Spiel gewonnen, sind wir mal ein bisschen bonusmäßig heute unterwegs. Opa 2,5. Ja, Jonathan Tah sehe ich heute, auf 1:1 demselben Level, von daher gibt's da auch eine 2,5 von meiner Seite. Ich denke, da war heute kein großer Leistungsunterschied zwischen unseren Innenverteidigern, ja. Ganz im Gegenteil, auch dass Tah dann noch mal auf die rechte Innenverteidigerposition gewechselt ist, und Ito dann reingerückt ist, war auch tadellos von Jona und ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, damit sind wir schon auch bei angesprochen angekommen. Ito heute, ja, auch das ist wieder eine Leistung, auf die man aufbauen kann, denke ich. Ja, das geht in die richtige Richtung. Ähm, Auch da schwanke ich ein bisschen. Ich lasse mal die 3 stehen bei Ito, ja, ist aber auf jeden Fall schon mal eine bessere 3, wie es gegen Augsburg war, fand ich, stand noch mal 'n bisschen stabiler. Und gerade in der Innenverteidigung war er dann noch mal stärker, fand ich. Ja, war immer dran, auch beim Gegentor waren unsere Außenverteidiger, auch Ito dran, ne? Da war eigentlich kein Raum, das Tor zu machen. Das war schon gut gemacht. Aber auch davor ein zweimal wirklich in höchster Not als Innenverteidiger da gewesen. Als Außenverteidiger ein zweimal ein bisschen Probleme gehabt. Von daher denke ich, sind wir mit der Note 3 gut aufgestellt bei Ito. Gut, ja, jetzt kommen wir zu den beiden, wo es mir am schwersten fällt, die heute zu benoten. Einmal Joshua Kimmich, der auf jeden Fall auch verbessert war zum letzten Spiel. Ja, das wäre aber auch eine Farce gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Ähm,
defensiv war es trotzdem grausam, sich teilweise anzuschauen. So ehrlich muss man sein, ja, gerade in der ersten halben Stunde hat er doch arge Probleme gehabt. Mit der Zeit wurde das alles ein bisschen besser, weil PSW natürlich auch so ein bisschen schwächer wurde. So der letzte Kicker war nicht mehr so da, man wurde ein bisschen müder. Dann war es ein bisschen besser. Spielaufbau heute von Kimmich war schwierig, schwierig. Ja, habe ich nicht so richtig wahrgenommen, keine Chipbälle. Einmal 'n Schuss aus der zweiten Reihe, das fand ich gut, auch wenn der Schuss, nicht gut war, aber einfach mal genommen, das fand ich richtig in der Phase. Das hat mir gefallen. Ansonsten war er schon präsent, muss man sagen, hat schon versucht, da das Ding zu ordnen, ja, aber es hat wie immer alles 'n bisschen behäbig gedauert, ja. Ähm, Was aber okay ist. Nach seiner letzten schlechten Leistung, denke ich, brauchte er selber auch erst mal 'n bisschen Sicherheit. Von daher würde ich sagen, Note 3. Damit ist er heute gut aufgestellt. Gut, kommen wir zu Pavlo. Ist 'n bisschen schwierig. Eigentlich war Pavlo 'n Tacken besser wie Josh, muss man fairerweise sagen. Zumindest aus meiner Warte, das ist ja immer 'n bisschen Ansichtssache. Ähm, ja, komm, da wir bei den Innenverteidigern auch auf die 2,5 gegangen sind, gehe ich bei Pavlo auch auf die 2,5. Pavlo hat's heute gut gemacht, ja. Hat heute wieder 'n bisschen besser die richtige Mischung gefunden. Ja, im richtigen Moment tief fallen lassen, auch mal den Ball ruhig gemacht, mal Querpass Toni gespielt. Ähm Aber auch versucht, dann das Spiel auch mal schnell zu machen, gerade vorne, ja, weil natürlich heute auch ein bisschen Raum da war. Man kann das Spiel heute nicht mit unseren letzten Spielen wirklich vergleichen, ne, weil so viel Raum, wie wir heute, in der gegnerischen Hälfte hatten, haben wir sonst nicht, ne, weil der Gegner sonst gar nicht rausrückt oder rauskommt. So, es gar nicht hinbekommt, uns mal in die eigene Hälfte zu spielen und dann Raum da zu haben. Das war heute viel, viel besser, ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei Pavlo. Ähm ja, würde mir wünschen, dass er das beibehält, ja? Ähm, Ich finde auch, dass er sich 'n bisschen mehr, grade im Gegensatz zum letzten Spiel oder den letzten Spielen, 'n bisschen mehr emanzipiert hat heute von Josh. So, da war nicht mehr so: „Oh ja, ach scheiße, wir sind jetzt im Radius von 10 Meter, ich spiele den Ball mal schnell quer auf Josh, sonst ist der sauer", ja? So kommt das immer teilweise rüber bei Pavlo. Das war heute gar nicht der Fall, ja? Und das war gut. Hat mir sehr gut gefallen heute. Ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Gut, ja, dann haben wir den nächsten, wo die Benotung ein bisschen schwieriger ist Lennart Kahl, meiner Meinung nach. Natürlich, der Assist, kriegt er, hat er auch schön gespielt durch die Beine. Ansonsten generell gefällt er mir über die rechte Seite besser, hatte aber trotzdem wieder zu viele Ballverluste, wenn wir ehrlich sind, ja? Zu viele Ballverluste. Ich finde es gut, dass er sich traut, dass er was versucht im Eins-gegen-Eins, ja, aber er konnte sich kaum durchsetzen. Ja, so ehrlich muss man sein. Da war viel Stückwerk dabei, super viele Ballverluste, die dann auch ein bisschen wehgetan haben. Da hat's Bischof gut gemacht, da hat's Kimmich auch ordentlich gemacht. Ja, Lennart Kahl war da ein bisschen auch zu wenig, fand ich. Der Rückwärtsgang hat mir so ein bisschen gefehlt. Vielleicht hat ihm aber auch ein bisschen die Power gefehlt. Wie gesagt, der Junge spielt seit der Rückrunde jedes Spiel, ne? Also, das gehört auch zur Wahrheit, ja. Und auch davor in den Spielen hat er fast jedes Spiel gespielt. Natürlich nicht immer 90 Minuten, aber das ist ein Rhythmus, alle 3 Tage musst du liefern und da sieht man, dass ihm das ein bisschen schwerer fällt. Aber das war heute schon besser wie die letzten Spiele, fand ich. Und ja, da wir Kimmich heute auch so ein bisschen die Schwächen verziehen haben mit Note 3, bekommt Lennart Kahl, auch bedingt durch die Torvorlage, die's oder das gute Zusammenspiel überhaupt mit Musiala dahin, die Note 3. Ja, damit sind wir auch schon beim Torschützen angekommen. Hat mich wirklich überrascht, dass Musiala in der Startelf stand. Hm, Noch mehr hat mich überrascht, dass er nach ein bisschen anfänglichen Zögern und anfänglichen so: „Oh ja, ich wurde wieder berührt und ich schmeiße mich gleich auf den Boden und nehme den Freistoß mit", wir endlich mal wieder den alten Musiala gesehen haben, ja? Der sich halt nicht bei jeder kleinen Scheißbewegung fallen lässt, sondern versucht, sich am Ball zu bleiben, weiterzumachen. Das war sehr, sehr gut heute. Dass noch nicht alles klappt, dass die letzte Frische fehlt. Erstmal haben wir gesehen, er brauchte so eine Viertelstunde, um erstmal überhaupt richtig reinzukommen, was völlig normal ist. Aber danach war es wirklich 'n ordentliches Spiel. War natürlich auch 'n bisschen einfacher. Wie gesagt, unsere Offensiven haben's heute eh 'n bisschen einfacher gehabt.
weil einfach ein bisschen Platz da war. Und wenn wir mal gucken, von wo Musiala herkommt, denke ich, war es heute eine ordentliche Leistung. War noch nicht alles gut, was er gezeigt hat, so keine Frage, ja. Das Tor musst du aber natürlich auch erst mal machen da in die kurze Ecke. Ja, das Zusammenspiel mit Lennart Kahl war stark, aber auch davor hat er ein 2 Aktionen gehabt, wo schon wieder das so ein bisschen aufblitzen haben sehen von Musiala. Und auch da denke ich, Note 3, okay, kaum er hat die Bude gemacht, Note 2,5. Ähm Ist 'ne Leistung, an die man anknüpfen kann, denke ich. Ja, und habe mich gefreut, dass er auch 60 Minuten durchspielen konnte, ohne groß abzubauen. Das war gut. Ja, kommen wir zum nächsten weiß ich gar nicht, wie wir ihn bezeichnen sollen. Maschine einfach, ja. Also, Luis Diaz, für mich heute Note 2. Ähm, ja, ich habe gesagt, Tom Bischof war für mich Spieler des Spiels, Luis Diaz knapp dahinter aus meiner Sicht. Ey, habt ihr gesehen, was der 90 Minuten abgerissen hat? Und der spielt jedes Spiel 90 Minuten. Der einzige Spieler, der das durchballert. Und dann guckt euch mal an, wie viel Meter der läuft. Ja, guckt euch mal den Bewegungsradius eines Luis Diaz an und eines Lennart Kahls. Dann weiß man sofort, was Phase ist. Und der macht das 90 Minuten jedes Spiel. Alle 3 Tage. Das ist Wahnsinn. Ja, und das macht er noch in der 90., in der 93. Minute. Das ist geisteskrank eigentlich, ja. Ähm, und dann hat er noch die Ruhe, ja, und die Frische und die Power, das Tor, wann war das? 78. oder was? 84. noch für Harry Kane da so aufzulegen, ne? Also, ich habe gar nicht so viele Hüte, wie ich vor diesen Leistungen von Luis Diaz in den letzten Wochen ziehen will, ja. Natürlich war das nicht immer überragend, aber ihr müsst euch mal das Pensum angucken, was der Mann liefert. Das ist anders wild, Alter, ja. Da sehen wir jetzt mal das genaue Gegenteil. Das ist Niklas Jackson. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber das ist heute wieder Note 5. So, das war gar nichts. Nothing, ja. Ähm, Ich denke, das war ein Spiel, wo wir gesehen haben, dass er nicht in dieses System passt. Sorry, ja. Er passt nicht in dieses System. Er ist kein Harry Kane. Und damit meine ich gar nicht, dass er nicht den Abschluss hat. Die Chance, die er hatte, Junge, Alter, das war kläglich in der ersten Halbzeit, ja. So viel Platz und ja, also allein das, ja, als Mittelstürmer, sorry, auch wenn du Mittelstürmer bist, der außer Bewegung, stärker ist, als wie wenn er vorne angespielt wird. Da muss mehr raus gemacht werden, ja. Natürlich war er jetzt lange Zeit nicht da, war beim Afrika Cup etc. Spielt alles mit rein, deswegen möchte ich ihn gar nicht jetzt schon irgendwie komplett abschreiben, aber schwierig, ja. Ähm, Der Raum war tot, in dem sonst Harry Kane agiert. Ähm, Er hat's versucht in der ersten halben Stunde hat er sich schon versucht, sich öfters auch mal fallen zu lassen, aber das ist ja keine Option. Sorry. Ja, der kriegt's ja nicht hin, den Ball dann mal schnell zu spielen auf irgendeine Außenposition oder sonst was. Ähm, Er ist aber auch nicht diese Art Spieler, ja? Er ist diese Art Spieler, wenn du dann einen Spieler dahinter hast und du musst oder du kannst schnell umschalten. Er hatte ein 2 Aktionen, wo er leider nicht angespielt wurde von Pavlo, ja, das muss man auch mal sagen. Da haben wir ein bisschen zu sehr auf Sicherheit, anstatt den Ballverlust vielleicht in Kauf zu nehmen. Da waren ein 2 Laufwege, die er gemacht hat, wo man ihn hätte einsetzen können. Aber das ist das halt, das ist nicht unser Spiel, ja. Deswegen tut er sich ein bisschen schwer, das hat man heute gesehen und von daher, ja, war es heute leider eine Note 5. So ehrlich muss man sein. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Die können wir ja allesamt bewerten, mal abgesehen von Sacha. Wo der auf einmal wieder herkommt, fragt mich nicht. Vielleicht wollte man noch mal 'n Lebenszeichen setzen, in der Hoffnung, dass noch mal 'n Angebot reinkommt, aber ich wage das zu bezweifeln. Ja, ist ja auch schön, ne? Wir gehen von oben nach unten. Der erste ist auch gleich der schwerste, Serge Gnabry. Ich habe ihn, glaube ich, nach der Einwechslung 2 Minuten lang wahrgenommen und danach habe ich ihn nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, wo der war aufm Feld.
I don't know. Frag mich nicht, ja. Es war jetzt nicht Jackson-mäßig, aber Note 4. Vielleicht sehe ich 'n Serge echt zu kritisch, ja? Mag so sein. Ich habe ihn nicht wahrgenommen, Leute. Sorry. Ich kann's gar nicht anders beschreiben, Alter. Ich kann es nicht. Ich habe ihn wahrgenommen, wo ausgewechselt wurde, weil dann, er auf einmal vor Heavy war, weil Heavy sich gleich mal auf die tiefere Position hat fallen lassen, um da gleich mal das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich den Serge nicht mehr wahrgenommen in dem ganzen Spiel, Alter. Das sagt eigentlich alles. Ja, da ist er mit der 4 noch gut bedient, ey. Dasselbe gilt 'n bisschen für Alphonso Davies. Ja, den habe ich aber erst mal wahrgenommen, so 10 Minuten lang. Ja, der war echt engagiert, war auch, gut dabei. Dann hat er einmal irgendwie 2 komische Ballverluste gehabt und dann hast du ihn auch nicht mehr wirklich wahrgenommen. Ja, dann war aber auch nicht mehr die Pace nach vorne, was auch völlig fein ist. Ähm, Das heißt ja nicht immer was Schlechtes, wenn man 'n Spieler nicht wahrnimmt, erst recht nicht, wenn's irgendwie 'n Spieler ist, der irgendwelche Räume schließt oder sonst was. Ähm, Schwierig. Gib ihm mal 'ne 3,5. Ja, Michael hat gleich wieder Michael-Sachen gemacht, ja, war gleich präsent, hat sich geärgert, dass Helby den Ball einmal nicht rübergelegt hat, was aber auch relativ schwierig war. Hm, ja, man hat gleich das war vorher zu Karl, das ist natürlich auch kein fairer Vergleich, wenn wir ehrlich sind, war das aber auch 'n Klassenunterschied, ja? Also, das war sehr, sehr gut von Michael. Ähm, Ich mache aber mal komm, ich mache die 2,5, ey. Ist natürlich 'n bisschen, ich tue mich immer schwer so, aber wir können halt nur die Zeit bewerten. Das ist natürlich immer 'n bisschen unfair gegenüber den Spielern, die da 90 Minuten geackert haben, aber ja, gut, es ist, wie es ist. Ja, dann kommen wir zu Heavy. Ja, ich habe es noch gecallt vorher. Ich habe gesagt, wenn Heavy in der 70. Minute kommt, wird alles gut. Er hat da 'n bisschen länger gedauert, kam 'n bisschen eher, hat da 'n bisschen länger gedauert, hat aber seine Bude gemacht. Ähm, War aber auch gleich wieder in dieser Position auch, ja, wo wir einfach 'n bisschen Unterstützung brauchen. So, Musiala hat's schon ordentlich gemacht, fand ich. Das war schon 'n bisschen besser wie sonst. Aber Harry Kane ist in dieser Posi halt einfach noch mal, zumindest aktuell, noch mal 'n anderes Level. So, das gehört auch zur Wahrheit. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass er den 2 komische Bälle in der Defensive hatte, 'n bisschen unglücklich, ja, hat aber dann das Tor gemacht. Ähm, ja, ich mache bei ihm auch mal 'ne 2,5 heute. Ja. Ja, und zu guter Letzt haben wir Sacha gesehen. Er lebt noch. Ja, ich denke, das ist, was wir mitnehmen können. Hat auch, noch mal 2 Bälle da gut geklärt, ja, gut dagegengehalten. Fairerweise, natürlich sollte das auch nicht so schwer sein, wenn da supermüde Spieler auf einen zugelaufen kommen, wobei der eine ja auch erst 30 Minuten aufm Feld war. Der war also auch noch relativ frisch. Also, von daher wollen wir das auch gar nicht schlecht reden. Ja, das Spiel war allerdings gelaufen zu dieser Zeit, ne? Aber es war nicht so, dass er Unruhe reingebracht hat oder so was. Er war direkt da, ja, war physisch stark, hat da ordentlich verteidigt. Völlig fein von meiner Seite, ja. Gut, dass wir Leon Goretzka, ja genau, abonniert noch mal, ne? Dass wir Leon Goretzka heute nicht gesehen haben, ist vielleicht 'n Zeichen, dass er wechselt noch. Boah, wenn ich die Leistung heute von Tom gesehen habe, sage ich euch ganz ehrlich, dann wünsche ich's den FC Bayern, aber auch Leon Goretzka. Ich glaube, er wird woanders mehr Spielzeit und mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Zustimmung bekommen wie beim FC Bayern, ja. Und das kann natürlich auch dann noch mal 'n Argument für Conny Leimer sein, ja, dass man sagt: „Ja, guck mal, Conny ist auch wieder 'n bisschen mehr Platz im Mittelfeld.“ Auf der anderen Seite hast du auch 'n Chavez noch, der in der Zentrale spielen kann und noch 2, 3 aufstrebende Talente. Also, Kopfschmerzen würde ich mir jetzt nicht machen, wenn Leon jetzt noch den Verein verlassen würde. Ja, wir werden's sehen, ne? Spekulation natürlich,
Sascha Boe hat sich ja klar geäußert, wenn man dem glauben darf, was auch völlig legitim ist. Ich mag es lieber, wenn sich ein Spieler da klar äußert, anstatt da irgendwelche scheinheiligen Sachen zu erfinden. Ich denke, es ist uns allen klar, das habe ich ja schon mal als Thema 100 Mal gehabt, dass mindestens 90% aller Spieler beim FC Bayern spielen, weil sie die Kohle kriegen, die sie kriegen, so. Ja, da brauchen wir nicht drum herum reden, Alter. Und da ist dem großen Teil das auch scheißegal, ob die spielen oder nicht spielen, ja? Und wenn das dann mal 'n Spieler äußert, ja, muss man das nicht gut finden, aber es ist die Wahrheit. Punkt, ja? Und von daher bin ich da fein mit. Gut, Leute, das soll's gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.